Das Auerbachtal. Es liegt zwischen Oberaudorf und Bayrischzell im Mangfallgebirge. Ein kleines, sanftes Tal, geprägt von Landwirtschaft, einzelnen Weilern und ohne große Hotelklötze. Ein Jahr lang wollen wir der Natur und den Menschen im Auerbachtal folgen. Kind. Es ist März. Die noch lichten Bäume erlauben den freien Blick auf den Auerbach. 16 Kilometer fließt er hinunter ins Inntal. Je weiter wir ihm folgen, desto üppiger wird schon das Grün. Am Talende in Oberaudorf wird der Frühling für Christian Schäfer zum ersten Höhepunkt des Jahres. Diesen Tieren gehört nämlich sein ganzes Herzblut. Soai-Schafen. Die Rasse existiert schon seit der Steinzeit. Christian Schäfer will ihre Gene retten und hat reinrassige Tiere aus ganz Europa zusammengekauft. Frühling ist die Zeit der Geburten. Sie lammt gerade. Jedes Lamm, das geboren wird und gesund ist, sichert den Fortbestand dieser extrem seltenen Rasse, von der ja alle anderen europäischen Schafe abstammen. Das ist Aufregung. Ich höre, ob es gut schnaufen kann. Alle 4 Beine sich bewegen lassen. Jetzt hat es geschafft. Ein großer Schritt für ein kleines Lamm. In den ersten Schlücken sind alle Abwehrstoffe, die dieses Lamm braucht. Und immer wenn es schwanzelt, kommt wieder ein Schluck. Und die Mutter schaut so aus, als würde sie noch mal eins bekommen. Und da ist es schon. Die Nase sofort sauber machen. Ach, super toll. Fängt sofort an, sich zu schütteln. Die Mutter arbeitet gleich. Das ist toll. Die Abnabelung von der Mutter beginnt in 100 Tagen. Dann sehen wir, ob sie selbstständig werden können. Das ist ein wichtiger Lebensschritt. Den wollen wir nicht verpassen. Wir werden die Soai-Schafzwillinge alle 4 Jahreszeiten hindurch begleiten. In Jahrhunderten haben die Bauern hier, Wald und Bergen, ein paar Flecken Kulturland abgerungen. Es ist jetzt April. 4 Wochen nach der Geburt lässt Christian Schäfer seine Lämmer auf die Weide. Die Soai-Zwillinge haben inzwischen einen Namen: Mira und Myrte. Und über allem der Brünnstein. Er überragt das Tal wie ein Wahrzeichen. Seit dem 12. Jahrhundert liegt hier die Einöde Schweinsteig. Heute wird der vordere der beiden Höfe nur noch während der warmen Jahreszeit bewirtschaftet. Dafür ist an manchen Wochenenden einiges los. 11 Kinder treffen sich hier zum gemeinsamen Übernachten und Proben. Denn sie sind die Brünnstein-Zwergerl. Wir sagen so Sprüche auf, also so Verse. Die Leute lachen immer, wenn man was Witziges sagt. Den sie und der Tod. Das ist die kleinste. Auf zur Probe im Angesicht des Brünnsteins. Vor über 100 Jahren hat Schreinermeister Martin Baumann die Zwergerl ins Leben gerufen, um Kinder für das Theater zu begeistern. Heute sind sie eine feste Institution bei Geburtstagsfeiern oder Dorffesten. Inge Westermeier ist der Zwergerl-Wart. Ich war selber schon ein Brünnsteinzwerg und meine Mama war schon Brünnsteinzwerg. Das bringt für die Zukunft so viel, weil die können in der Schule dann Vorträge halten und die haben keine Angst mehr. Wir grüßen euch mit Herz und Hand, mit unserem größten Gott beieinander. Aber Mann, ich glaube, dass wir uns erst mal vorstellen müssen. Wir sind die bekannten Brünnsteinzwerge. Unsere Vorfahren hausten schon vor viel 1000 Jahren am Brünnstein rum. Ganz gewiss ist wo. Ich bin die Zwergalkirche, lasst euch sagen. Ich kümmere mich fest um den Ehrenmann. Ein Zwergerl-Verse, die sind schon 100 Jahre alt und dann werden sie halt immer neuer gemacht. Kann auch sein, dass ein paar Zwergerl das machen. Ja, jetzt müssen wir aber wirklich gehen. Alles runter, selber schief. Wir heißen die Brünnsteinzwerge. Super, bravo!
Es ist Sommer geworden. Am oberen Ende des Tales ist Almzeit. Es ist ein Tal, gottesfürchtig und traditionsreich. Der ererbte alte Hof ist noch Ausdruck von Bauernstolz. Wir folgen dem Auerbach wieder talabwärts. 100 Tage sind inzwischen vorüber, Zeit, um nach den Soaischafen zu sehen. Christian Schäfers Töchter Pauline und Kathi haben den Lämmern die Namen gegeben. So, ihr Süßen. Okay, Kathi, hilfst du mir bitte? Wo haben wir sie, die Maus? Das erste Zwillingslamm, Myrte, ist in den 3 Monaten ganz schön gewachsen. Aber reicht das? Der 100-Tage-Check ist so für die Gesundheit eines Lammes oder der wichtigste. Das ist wie beim Kinderarzt auch so eine Kinderprüfung. Bei den Mädels jetzt so 10 Kilo ist jetzt das Optimale, was ich mir erhoffe. Optimal. Größte Sorge, die ich immer habe, ist in der Fehlstellung von den Zähnen. Aber die hat ganz saubere erste Zähne, weil dann könnte sie nicht beißen, dann würde sie verhungern. Und jetzt schaue ich mir die Klauen an. Ich kann sehen, ob sie jetzt sehr stark x-beinig läuft oder auf einem Bein stark humpelt. Und damit weiß ich ganz klar, dass sie auch wirklich 14 Jahre gut auf diesen Klauen laufen kann. Bei Myrte alles bestens. Also wenn der Papa jetzt das mit den Schafen macht, wo jetzt Nervosität bei den Schafen ist, dann helfen wir ihm gerne, dass die Schafe sich beruhigen. Einfach Ruhe verbreiten, das hilft gut. Jetzt ist Mira an der Reihe. Nur fast 10. Die hat die Zähne nicht ganz gerissen, die Mira. So, die gleiche Spannung. Also zum einen ist sie gesund von der Verdauung her. 2 sitzen, hurra. Zahnstellung, hurra. Es scheint ihr zu gefallen. Pediküre. Bis auf die paar Gramm zu wenig ist auch Mira gesund und kräftig. Der 100-Tage-Check war erfolgreich. Jetzt gelten Mira und Myrte als Jugendliche und werden nicht mehr von der Mutter gesäugt. Wetterwechsel. Nach einem sommerlichen Regenguss zeigt der Auerbach, dass er wirklich ein Wildbach ist. Kein Wunder, dass die Menschen früher glaubten, in den Auerbachfällen hause ein drachenartiges Tier, der Tatzelwurm. Wenn der Auerbach sich wieder beruhigt hat, schwören Einheimische wie Markus Hartmann geradezu auf sein Wasser. Wenn man da noch ein bisschen schwimmen kann, dann ist man wieder ein neuer Mensch. Die alten Auerbachler, die sagen, dass da viel gesunde Sachen drin sind. Wenn es da was weh tust und so, ein Auerbach reingehen, dann heilt es wieder ganz schnell so. Wissenschaftlich belegen lässt sich das zwar nicht, aber auch andere kennen eine heilende Wirkung der Gegend. 1000 Höhenmeter weiter oben. Hier in der Nähe hat die Familie von Hans Berger eine Alm. Als Kind plagte ihn hartnäckiger Keuchhusten. Jetzt sind wir an dem Platz, wo wir gewusst haben, dass da der Auerbach entspringt. Das ist ein mooriger, sumpfiger Platz. Wie ich 2 Jahre alt war, dann hat es geheißen, eine Höhenluft braucht man. Dann ist meine Mutter mit einem Ressai und mit einem kleinen Wagen mit uns Kindern da rauf auf die Hochheim. Da sind wir so 2 Wochen herumgeblieben. Und da war die Keuchhust, glaube ich, dann vorbei. Aus Hans Berger wurde ein bekannter Musiker. Doch dazu gleich mehr. Es ist Herbst und er zeigt sich von seiner besten Seite. Die Landwirte gönnen ihrem Vieh noch die letzten warmen Tage des Jahres. Eigentlich hätte auch Hans Berger Bauer werden sollen. Aber er hat die Landwirtschaft seiner Eltern dem Bruder überlassen, der Musik zuliebe. Seit 75 Jahren spielt er Zither. Da ist meine Zither drin, die ich jetzt General überholen lassen habe.
Schau, wie die ausschaut. Das ist wieder wie ein Nagelneu. Die haben mit denen gegangen. Ich gebe ihnen ein bisschen was. Schau, da habe ich extra einen Käse hergekriegt. Ein bisschen ein Käsegrens. Da schau. Ich unterhalte mich auch mit den Hähnen. Ja, über alles Mögliche. Ich mag Viecher wahnsinnig gern. Ich kann keine abstehen, das ist unmöglich. Hans Berger hat auch eine Schwäche für besondere Instrumente. Das musst du dir gar nicht vorstellen, was das für eine Rarität ist. Die ist eine Originalzither vom Antoine Karas, die wo am 3. Mann gemacht hat. Da ist sogar drin, die Unterschrift von Karas, Antoine Karas. Die geht ganz anders. Kurzfassung. Aber wie gesagt, die ist von dem Antoine Karas. Hans Berger ist in der Volksmusikszene ein Begriff. In den Ordnern Noten für Volks- und Kirchenmusik. Alles von mir komponiert. Ich hab's nicht Zeit. Der Schubert hat 700 Lieder gemacht. Und auf das geht das meine auch, aber natürlich ganz anderes Niveau. Er bearbeitet auch bekannte Klavierstücke für die Orgel neu. Zum Beispiel ein Rondo von Mozart. Jetzt will Hans Berger noch wissen, ob seine generalüberholte Zither wieder gut klingt. Inzwischen ist es November und der erste Geruch von Schnee liegt in der Luft. Die Tage werden kürzer und finsterer. Eher trist ist auch die Stimmung bei Christian Schäfer. Seine Soai-Schafe sollten eigentlich noch auf der Weide sein. Stattdessen wochenlange Quarantäne. Wie geht's euch denn? Im Tal grassiert die Blauzungenkrankheit. Eine lebensbedrohliche Gefahr für die Schafe, die deshalb mehrere Impfungen über sich ergehen lassen mussten. Die waren jetzt ziemlich anstrengend, weil wir noch nie junge Lämmer haben mit so schwieriger Impfung behandeln müssen. Und das beeinflusst schon den ganzen Organismus von den Kleinen. Und es gab auch Verluste. Und es gab Tiere, die sich ganz stark hochgefiebert hatten. Und ich schaue mir jetzt alle Lämmer an, ob sie Appetit haben. Auch die Zwillinge hatten erhöhte Temperatur. Das macht sie anfällig für andere Krankheiten. Die Nummer 78, das Schwesterchen, die Mira. Keine Magen-Darm-Parasiten, das sehen wir an der Durchblutung der Schleimhäute. Schauen die Zähnchen, klasse. Ganz klasse, ganz, ganz toll. Myrte ist auch geimpft worden, jetzt 3-mal. Ist wunderschön vom Fell her. Und wie eben wichtig jetzt, hat sie eine leichte Temperaturerhöhung. Das sehe ich, wenn ich hier hinten eben reinlang oder hier am Hornansatz. Das wäre wie bei uns, wenn wir einen heißen Kopf haben, dann wird das ganze Horn richtig warm. Ist schön kalt. Hübsches Mädchen, gesundes Mädchen, tolles Immunsystem. Na, kann der Winter kommen. Und der Winter kommt. Dieses Mal wird er im Auerbachtal kalt wie lange nicht mehr. An einigen Tagen fallen die Temperaturen bis auf -15 Grad. Beste Voraussetzungen für den speziellen Wintersport von Biobauer Sepp Steinmüller.
Jetzt tun wir die Viecher auf die Winterwart. Das ist für uns eine ganz schöne Sache, fürs Viech auch. Wir haben einen gefrorenen Boden jetzt gerade und da hupfen die Viecher raus und gefreien sich, haben wir frische Luft. Hey, geh weiter. Kim. Auch bei den Rindern gibt es Wintersportkanonen und Wintersportmuffel. Für seine Rinder hat Sepp Steinmüller zwar einen Laufstall, trotzdem joggt er mit ihnen so oft es geht. Frieren tut es ein Rindviech gar nicht, wenn es gesund ist. Ich merke das am Zustand, dass die einfach widerstandsfähiger sind. Das ist nichts anderes wie bei uns Menschen. Uns tut es auch gut, wenn wir im Winter draußen sind. Dann sind wir fit. Und die Viecher geht es genauso. Der Frost zieht die Farben aus den schattenkalten Ecken des Tales. Winterruhe, auch für die Augen. Nur der Tatzelwurm-Wasserfall durchbricht sie mit seinem Tosen. Heute ist Abschlussprüfung für die Lämmer. Christian Schäfer und seine Frau Sabine hoffen, dass die Nebenwirkungen der Impfung überstanden sind. Allerdings haben die Lämmer stark abgenommen. Vor einem Monat hatten die Zwillinge nur noch 9 Kilo. Sonst haben wir 1, 2 Verluste. Diesmal waren es deutlich mehr. Die Impfungen haben jeweils ja die Tiere gestresst. Sie haben Gewicht verloren. Dann kam die Kälte dazu. Alle in der Familie haben die Schafe ins Herz geschlossen. Und natürlich fiebern wir mit, wenn einer krank ist. Mindestens 10 Kilo sollte ein Lamm wieder haben, damit es für die Weiterzucht geeignet ist. Lupsdiwups. Das ist jetzt Mira. 12,8. Die haben in einem Monat 1/4 zugenommen. Das ist schön. Jetzt ist Myrte an der Reihe. Von 9 auf 12,3. Das ist schon toll. Ihre Gene sind also geeignet für die Zucht. Ich schneide jetzt die alte Babymarke heraus. Und dann kommt die neue, die offizielle Marke rein. Ja, das ist die offizielle Stallmarke dann. Die sind jetzt dann ganz offiziell in der Frauenliste und nicht mehr in der Lämmerliste. Das ist dann einfach Bestätigung, weil die Rasse lebt weiter. Und wenn die eben da jetzt übermorgen zur großen Herde kommen, ist ein Jahr erfolgreich abgeschlossen. Die Soai-Schafe dürfen nun alt werden und noch viele Jahreszeiten erleben, hier im Auerbachtal.